Wir sind in einer menschenleeren Gegend unterwegs, buchstäblich. Denn die einstigen Bergbauern haben die Almen zwischen den schroffen Bergkämmen über dem Sotscha-Tal längst verlassen. Das Alter der Bäume zeigt, dass es rund 40 Jahre her ist. Der Nationalpark Ranger Edwin Gravagna führt mich dahin, wo einst seine Oma lebte. Was war denn das, die Mauer? Das war ein Zaun, weil früher war auch da war Wiese. Haben die Leute gemähtet, aber schon vor Jahren hat es zugewachsen, aber die Mauern sind geblieben. Unglaublich, wie viel die da aufgeschichtet haben. Ja, wirklich, viel Arbeit. Die Wildtiere sind zurückgekommen. So verwandelt sich die ehemalige Kulturlandschaft zurück in ein Stück Wildnis im Nationalpark Triglau. 1200 Höhenmeter steigt unser Berg steil auf über der Sotscha. Das Relief ist extrem in den Julischen Alpen, genauso wie der Wandel der Landschaft. Der vollzieht sich so schnell, dass jetzt selbst Edwin den Weg verloren hat. Hast du ihn gefunden? Viele der alten Steige hier sind nicht gekennzeichnet. Was ist das für ein Weg? Ehemaliger Militärweg. Die war gebaut nach dem Ersten Weltkrieg, wegen der Grenze zwischen Italien, die war hier, südwestliche Seite, und Ex-Jugoslawien. Die war da hinten, da drüben. 100 Jahre alt, ja. Ja, Aber der Platz ist schön, besonders. war früher noch schöner. Ja? Wegen Landschaft, jetzt ist alles zu, nur Wald. Früher war alles frei. Die Leute haben Alm hier gehabt, geweidet und so. Jetzt sind gekommen, zuerst Hirsche, nachher Bären, Wölfe und so weiter. Natürliches Prozess. Und dann hat Edwin etwas gefunden. Es ist tatsächlich Bärendreck. Wir schauen uns den Platz genauer an. Ist das so ein Bär? Kann sein. Vor Jahren vielleicht, aber ist ein typisches Zeichen von Bär. Was macht der da? Eine Markierung. Das ist sein Gebiet, seine Gegend, sein Revier. So hinterlassen die Männchen quasi ihre Visitenkarte. Wir sind gerade hier. Der muss genau über uns sein. Ja, links nach oben. Genau, wir gehen einfach da hoch. Ja. Da müssen wir ihn treffen. Ja. Unser Ziel ist Čistý vrch. Klare Gipfel. Klarer Gipfel. Ja, auf Deutsch. Für Deutsche Also ist dies Wirch kaum Vrch, aussprechbar. Gipfel ist Vrch. Ein Stück weiter oben haben wir den alten Militärweg wieder gefunden. Schon seit 20 Jahren lebt wieder ein Bär in diesem Gebiet. Vor kurzem ist ein zweiter dazugekommen. Dann sind keine Konflikte, keine Schaden. Ja, dann ist okay. Aber normalerweise sind die Bären weg. Aber vor Jahren, war Herbst 2007, waren mehrere Probleme. Weil wann bleibt ein in seinem Revier ist kein Problem. Aber wann kommt nächste, jüngere, diese wandert überall, macht auch bis 20 Kilometer pro Tag. Und diese hat gefressen, ich glaube, in ganzer Gemeinde Bovec fast 30 Schafe oder so. Und jetzt regnet es. Ja. Was machen wir? Was machen wir? Ja, ein Stück gehen wir noch weiter. Wegen Ausblick vielleicht. Finde ich auch. Müssen wir probieren. Wir sind jetzt da. Nur noch ein größerer Bergkamm trennt den Čistý vrch von der rund 40 Kilometer Luftlinie entfernten Adria. Das auch bei uns bekannte Genua-Tief regnet sich an den nackten Kalkgipfeln ab und bringt eine Höhenstufe darunter den besonderen Pflanzenreichtum hervor. Die Vielfalt entsteht durch das Relief, von 0 auf 2800 Meter auf kurzer Strecke bis zum Triglau.
Und der Triglau ist ja im Prinzip ein Nationalsymbol für euch Slowenen, oder? Absolut, absolut. Jeder Slowen muss besteigen Triglau, das sagen wir. Bei dem Wetter ist unsere Wahl, eine Etage tiefer zu bleiben, besser. Der Eindruck der Landschaft ist durch die schroffen Gegensätze auf unserem unbekannten Wandergipfel besonders spürbar. Der Gipfel ist ein natürlicher Alpenblumengarten. Das ist sehr schön. Absolut. Sehr Sehr schön. schön. Ja, Sieht man vielen viel. Dank. Danke auch, Bergheim. Ja. Man sieht in alle Richtungen. Zuerst Triglau und dann nach links. Ganz im Hintergrund Škrlatica, schwerer Name. Aber ist der zweite, der höchste Berg. Dann ist Razor, diese. Dann kommt Prisank, Prisojnik und Vršić-Pass. Und wieder kommt der Regen. Von Adria Richtung Socha-Teil kommt Einfluss aus Adria. Also an unserer Seite hier ist das Klima viel anderes wie an der nördlichen Seite. Ist nicht so extrem kalt in Winterzeit, aber normalerweise haben wir mehr Wind wie an der nördlichen Seite. Und es regnet viel. Ja, auch so, stimmt. Sieht man. Der Jalowec ist der schwierigste der großen Gipfel der Julischen Alpen. Wir auf 1875 Metern blicken hinunter ins Flitscher Becken, das heutige Bovec, wo die Socha zur Adria fließt. Hier hinauf aber verirrt sich kaum jemand. In dieses Gebiet, in dem heute ein neuer Urwald entsteht.